Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als erstes mal ein grosses Merci an alle Autoren und Autorinnen von den ganz nuancierten Avien, die ganz interessant zu lesen waren, was an der Zeit, die zur Verfügung schon sicherlich nicht einfach war, sie zu schreiben, aber ja auch nicht unbedingt für sie zu lesen. Froh von der Impfpflicht polarisiert. Das merken wir heute bei Bannen, das tun wir in den vergangenen Wochen an den überlaufenden Posteingang von unseren E-Mails gesehen. Und dann haben wir Piraten noch gemerkt am Kontakt mit unseren Membern. Piraten sind eine basisdemokratische Partei und dafür haben wir als Membern gefroht. Das war kein Froh, die wir vor dem letzten Wahlkampf konnten entscheiden. Wen hat er schon 2017 könnten frohen, sind wir für oder gegen eine Impfpflicht von einer imaginären Pandemie, die man noch nicht kann tun, von einem Impfstoff, den man nicht kann tun, aber mit Konsequenzen, die man nach vielen Männern konnten aufschätzen. Dafür haben wir sie gefroht. Gefroht gauf, ob sie für eine generelle Impfpflicht wären, weil sie mit der sektoriellen Impfpflicht halen, falls sie dagegen wäre, was die Alternative wären. Das Resultat war, gerade was die generelle Impfpflicht angeht, doch knapp. 54,08% von unseren Membern haben sich gegen eine generelle Impfpflicht ausgeschwert. Und das Resultat unterstreicht ja, aber wie gespleckt und nuanciert denen die froh muss rumgehen. Anstatt bei der sektoriellen Impfpflicht kann ich direkt sagen, du waren 3/4 dagegen. Und ich meine, dass dadurch ein bisschen Positionen spiegelt, die Marc Görgen und ich halb schon geholt haben, dass wir wann dann eine faire Lösung brauchen, die Schiffremer dann Boot hält, dann nicht die einen gegen die anderen ausspielt. Als Alternativ zu einer Impfpflicht wird sich am meisten gewünscht, dass Menschen sollen abgeklärt gehen und dass man neue Anreize sollen schaffen. Anstatt also mit Bengel zu schlagen, ist es mehr wichtig, mit der Mut für Wäsche zu gehen. Die Position der Piraten ist also klar. Ja zur Impfung, aber nein zu einer Impfpflicht. Die Impfung ist wichtig, und dafür müssen die Menschen weiter über die existierenden Impfstoffe abgeklärt gehen. Wir haben es ja live bei Bannen erlebt, wie viele Falschinformationen ja liegen bei Bannen am Heiligen Haus, weil über die Impfungen gezählt werden. Eine Obligation scheint uns aktuell nicht der richtige Weg zu sein. Sollten die Umstände sich ändern, zum Beispiel neue Virusvarianten kommen und Spitäler überlaufen, werden wir nicht zecken und nach einkehr zurückgehen und die nämlich Frage stellen. Ob die Abwehrung von einer Impfpflicht opportun und moralisch vertretbar ist, hängt ja von ganz vielen Faktoren ab, die sich ändern können. Aber so wie die Situation am Moment ist, werden wir eine Impfpflicht nicht mittragen können. Aber wenn wir einen Blick auf den Kalender werfen, dann sehen wir eigentlich auch sehr, dass der Moment für eine Impfpflicht für diese Saison eigentlich schon langscht ist. Sogar wenn an den nächsten Wochen aktiv und ein Gesetzestext geschafft gehen, gehe ich nicht davon aus, dass wir Gesetz für und 1. Februar stimmen könnten. Wenn ich dann eine Übergangszeit 4 gesagt und dann jeweils 4 Wochen braucht für die erste Impfung, 4 Wochen für die zweite Impfung, aber da sind wir ungefähr nur der Ostervakanz, wo die Leute dann endlich durchgeimpft werden, wann der Schiffrin sich daran halten. Wir wissen heute aus den Erfahrungswerten, dass die Vakzine 6 Monate guten Schutz bieten. Aber ja, wenn wir davon ausgehen, 6 Monate weiterrechnen, können wir direkt an eine Hirschquelle. Außer wir geben den Booster mit dran rechnen. Aber wenn wir den Booster mit dran rechnen, dann sind wir uns auch bewusst, dass der Booster noch nicht mal Objekt von einer AMM ist, weil aus der Booster haut eine Rekommandation ist, mir nicht an dem Schema da dran ist, was ein Schema vaccinal komplett durchstellt, weil alle Fabrikanten sich ein Uni- oder Bidos-Vaccin präkonisieren. Das heißt, wir geben eventuell Leute einkehr schikanieren, für sich impfen zu lassen, für den Greater Good, für dann am Herbst und am Winter eventuell genau die Leute müssen zum Booster zu schicken. Das schenkt man da ein bisschen schwierig, aber besonders weil klar ist, dass eine Impfpflicht schneller vorkommen kann als allerletzten Ausweg. Auch wenn wir Piraten einer Impfpflicht sollte Zeit nur dann zu einem Wort kommen, also nicht zustimmen werden. So wissen wir ja aber, dass die Regierung und Majoritätsparteien heute Pouvoir haben, diese Entscheidung auch allein zu treffen.
Dafür erlauben wir dann noch den Kollege Marc Görgen, den Rest von unserer Redezeit zu nutzen, für zumindest auf die wichtigsten Punkte aufmerksam zu machen, ob die in unserer Meinung noch aufpassen müsst, wann ihn dann aber auf die Wege gehen. Eine erste Frage ist der freie Schwur vom Wachsen. Lange gouf das immer versprochen, geht aber nicht mehr angehalten. Was geschieht da bei einer Impfpflicht? Als Konsequenz der Protokoll oder als der Staat responsabel den Schwur zu garantieren. Für uns als klar, es geht nicht ohne den Schwur vom Wachsen. Es kann nicht sein, dass ihr seht, ich gehe BioNTech Pfizer holen, mit Moderna will ich nicht. Dann kann nicht konsequent ein Protokoll sein. Eine zentrale Frage, die auch viele Leute, die der Impfung nach skeptisch gegenüber sind, ist zum Beispiel die von der Haftung. Wir als haftbar in den seltenen Fällen, wo eine Person starke Nebenwirkungen nach einer Impfung kriegt, zu der sie von staatlicher Seite aus obligiert wird. Aber wie kann eine Geschädigte beweisen, dass es wirklich einen kausalen Zusammenhang zwischen einer Nebenwirkung und einer Impfung gibt? Das ist in den meisten Fällen nicht einfach. Pharmakovigilance weist selber darüber hin. Wir geben dafür Rote bei der Abfeierung von einer Impfpflicht gleichzeitig nicht nur staatliche Haftung anzufeiern, die vorgesehen hat, eine Person oder ihre Familie im Fall von schweren Nebenwirkungen entschädigt wird, aber am Zweifelsfall auch immer zugunsten von den Betroffenen entscheiden, der Test, wo sich ein Beweislast umkehrt. Der kausalen Zusammenhang wird ugeholt, eher der Staat kann den Gegenteil beweisen. Das gibt eigentlich ganz viele Leute rassurieren. Zusätzlich stellt sich am Zusammenhang mit der Haftung auch die Frage von der Responsabilität beim Booster. Biselo, das wurde schon, hat kein von den Herstellern Boosterdos als einer Zulassung mit dran. Wir haben also ein Gesetz, den Einzelnen obligieren, 3 Dosen von einem Impfstoff müssen sie kriegen, den offiziell just 2 Dosen hat. Für die dritte Impfung überhält den Hersteller da ja keine Garantie. Und das auch, wenn es gut gründen kann, gehen an der aktuellen Situation einen Booster zu holen. Ich selber stung am Rhein an der Kehle für einen Booster zu kriegen, weil ich dem Moment zu den AstraZeneca gehört und ich war froh, dass ich ihn kriegen konnte. Und ich kann es nicht mehr rekommandieren. Außer 2 der linker Schiller, wie es nämlich nicht geschieht. Ich stehe nach, ich lebe nach, aber ich keine Sorgen. Ich meine, der Dienst, was ich mal angefangen habe, war eine gute Erkältung, weil ich eben da draußen stand. Eine andere Frage, die ganz viele Leute beschäftigt, ist natürlich die von den Ausnahmen. Das klar, dass eine Reihe von medizinischen Kontraindikationen muss gehen. Und das geht ja schon Englisch. Aber wir brauchen auch Ausnahmen für psychologische Aspekte. Ich will nämlich präzisieren, dass wir hier nur riskieren Leute, die heute schon Angst tun, durch einen Nocebo-Effekt nach nicht nur psychisch krank zu machen, sondern vielleicht sogar physisch. Und ich meine, dass das nicht als Ziel soll sein. Dafür fand ich es ganz gut, dass man heute keine Ausnahme für Leute mit ganz schlimmen Angststörungen haben, nur eine Handvoll von Ausnahmen. Ich meine, dass es wirklich sinnvoll wäre, bei den Ausnahmen auf einen anständigen, humanen Weg zu gehen und nicht nur blank Englisch aus dem Ausland zu kopieren. Weil ob es rational als eine Angst zu oder nicht, spielt keine Rolle. Der Punkt bei Angststörungen ist ja gerade, dass sie eigentlich nicht rational sind, mit dafür aber sicher nicht Männer real. Und dann, über die Strafewerte Marc Görgen sagen, will ich aber noch ganz kurz auf ein paar Sachen eingehen, die auch für Druck gesagt haben. Ich meine, der Premier hat für Druck von den Experten gesagt, die klar zu einer Konklusion kommen. Dazu muss ich dann einfach sagen, wenn es so einfach wäre, da könnt ihr sich auch die Chamber zu eine Regierung aufschaffen, geben wir eine Technokratenregierung hinsetzen, die just nach Entscheidungen rein nur Faktenbasis zu wählen, da geben wir ganz sehr merken, dass doch Fakten politisieren. Das ist das eine. Der zweite ist, den Expertengruppe hat modelliert mit 100% Adhäsion und 100% Effekazität von einem Vaccin. Wir wissen, dass weder 100% Effekazität vom Vaccin gehen ist und dass wir 100% Adhäsion von irgendeiner Mesure beim Staat kriegen, das meine ich, glaube doch kein Halbannen, der schon eine Police gesehen und Alkoholkontrolle machen. Wir kriegen noch keine 100% Adhäsion, wenn es darum geht, nicht zu sehr zu fahren oder nicht zu viel zu trinken. Das ist zu mengen, wir geben 100% Adhäsion beim Vaccin kriegen. Ich weiß nicht, das ist ein ganz theoretischer Approach. Und dann wird die Regierung Halbannen
ja aber riese Verspreche gemacht, was Mesuren geht, was Restriktionen abheben, was Möglichkeit von einem freien Leben ohne Restriktionen geht. Und ich weiß nicht, also wenn die letzte ein bisschen der Wissenschaftler noch gelauscht hat, hat sie aber gemerkt, dass man nicht einfach so die Restriktionen können abheben, weil auch geimpft haben wir nach immer ein Virus, den zirkuliert. Das heißt, das Versprechen, was der Haut also ein bisschen wie die Mut der Leute für drin hat, aber die können das nicht halten. Das heißt, komm, wir bleiben ehrlich, weil ich meine, sonst haben wir noch viel mehr Frust. Und dann hat mir der Gesundheitsminister gesagt, die Impfpflicht als ein Ultima Ratio. Ich gehe hier recht. Aber wenn wir die dann aufhören, gehen wir dann ab, buchen wir Bängle bei Trump, weil wir stehen da noch Plake stehen. Wir haben da noch keine anderen Mesure mehr. Das heißt, für uns Piraten ist ganz klar, wir sind noch nicht bei der Ultima Ratio angekommen. Wir haben noch ein paar Patronen am Revolver, die wir gegen dieses Virus können holen. Ich verweise da immer auf das Käsescheibenmodell, das wir präkonisieren. Und dafür will ich nicht, dass wir noch plakisch vis-à-vis von dem Virus da stehen. Und dafür schwätzen wir also auch Haut gegen die Impfpflicht aus. Ich sage nicht merci.